Lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, heute hören wir im Evangelium die Geschichte von der Auferweckung des toten Jünglings von Nain. Man kann diese Geschichte sehr verschieden deuten. Ich habe keine Probleme, wörtlich daran zu glauben, dass Jesus einen Menschen wieder auferweckt. Aber ich möchte die Geschichte als Beziehungsgeschichte auslegen. Dieser Jüngling kann nicht leben, weil er der einzige Sohn seiner Mutter ist, weil er vielleicht ein Muttersöhnchen ist, weil er ganz und gar gebunden ist an die Mutter. Und deswegen fühlt er sich erdrückt, er stirbt und er wird herausgetragen aus der Stadt, aus dem mütterlichen Bereich. Und Jesus begegnet diesem Zug und er hat Mitleid mit seiner Mutter. Er sagt, weine nicht. Das heißt nicht, ich bin bei dir, sondern mach die Augen auf, lass deinen Sohn gehen, der muss seinen Weg gehen. Aber schau, da sind ganz viele Menschen, die dich begleiten, du bist nicht allein, lebe dein Leben und lass den Sohn ziehen. Aber dann hält Jesus die Bahre an, sagt, stopp, die Bahre ist nicht der Ort, wo du leben kannst. Du kannst dich nicht dein Leben lang auf Händen tragen lassen. Ich kenne junge Männer, die mit 40 immer noch bei der Mutter wohnen, oft Alkoholprobleme haben, keine Arbeit finden. Sie gehen nicht ins Leben hinein. Sie lassen sich verwöhnen, machen oft der Mutter das Leben zur Hölle. Jesus sagt, steh auf, lehn dich endlich auf, junger Mann. Du hast Leben, leb selber und lass dich nicht dein Leben lang auf Händen tragen. Und dieses Wort Jesu, dieses väterliche, klare, starke Wort, das weckt diesen Jüngling auf. Das heißt, er richtet sich auf, aber er lehnt sich auch auf. Jetzt ist er endlich bereit, selber zu leben, auf die eigenen Füße sich zu stellen. Und er beginnt zu sprechen. Sprechen im griechischen Lalein meint aus dem Herzen sprechen. Die beiden haben sicher viel geredet miteinander, aber sie haben nicht gesprochen. Und dann gibt Jesus den jungen Mann seiner Mutter zurück. Manche meinen, das ist ein Rückschritt, das ist Regression, aber wir brauchen die Wurzel der Mutter. Wenn wir auf eigenen Füßen stehen, dann sind wir dankbar für die Wurzeln, die wir in der Mutter haben. Ich kenne Männer, die, sobald sie die Mutter besuchen, den Streit anfangen. Sie meinen, weil sie frei sein wollen. Wenn ich ständig mit der Mutter streiten muss, bin ich nicht frei. Wenn ich in mir ruhe, dann kann ich die Mutter sein lassen, bin dankbar für das, was sie mir gegeben hat, aber ich bin frei, ich gehe meinen eigenen Weg in Dankbarkeit für das, was ich empfangen habe, aber auch in Verantwortung für meinen Weg, den Gott mir in die Wiege gelegt hat.